Nun zusammen. Und alles klar soweit. Gut, wir haben ja jetzt dahin alles abgegrast. Wir haben versucht, an den Händler zu kommen, aber haben es jetzt erst mal verkackt. Von daher haben wir jetzt eigentlich nur eine Stelle, wo wir weitermachen können. Vorerst mal. Und zwar da oben in dem kleinen Soldatenlager. Und dann müssen wir halt mal gucken, wie es dort weitergeht. Ne? Viel Spaß. Hier gibt's schon mal nichts. Okay. Invasion von Lucatil of Mira. Es ist halt immer so Sache, ne? Also in 90% der Fälle ist es in dem Spiel jo sinnvoller, direkt drauf zu hauen und dann erst Fragen zu stellen. Aber wenn du dann halt die falsche anpiekse duscht, ist halt scheiße dann. Jawohl, sehr schön. Guck mal, so muss nämlich das immer sein. Ah ja. Oh. Oh. Ach so, da war ja auch noch was, genau. Komm, nimm direkt noch eine. Ja gut, dann müssten wir halt zuerst gegen Lucatil kämpfen. Der hat aber auch ein langes Schwert in der Hand. Ja. Nee. Ach, du war Wildschwein. Wie viel hält das aus? Alter, das hält dir schon ordentlich aus, ne? Na gut, so dicker Keiler. So, jetzt können wir nicht mehr schwätzen. Vorbei. Ja, treffen muss ich schon allein. Wie hat denn der mich jetzt getroffen? Aua. Ich habe aber auch immer so unglückliches Timing beim Schlabbertränkchen trinken. Warum trifft denn der mich, wenn er eigentlich 50 Meter entfernt ist? Und nein, nein! Au! Jetzt kann ich kein Schlabbertränkchen mit trinken. Was ein Beschiss. Ja gut, sagen wir so, dass das jetzt... Nein! Gleichzeitig! Wie ungünstig. Dass das jetzt, sag ich mal, okay, richtiger Spieler ist, war mir in dem Moment klar, wo ich überhaupt erstmal Treffer gelandet habe. Ich gehe davon aus, beim richtigen Spieler wäre ich relativ schnell tot bei meinem Skill-Level. Wie ungünstig, ne? Dass das gerade gleichzeitig. So, ach so, stopp. Mir wollte hier noch den Ring austauschen. Also, Lebensring, den hast du, glaube ich, gesagt, soll ich austauschen, ne? Wie war denn das? Ne, Chlorophyllring gegen Stamina-Ring. Was ist denn das Stamina-Ring? Ring des... Was macht denn das Ding eigentlich? Das ist jetzt irgendwie schade, dass man das hier nicht sieht. Hier, guck mal, hier sieht man das. Begrenzt den TP-Abzug als Hülle. Gefallene Gegner bringen mehr Seelen. Ring des Bindens. Steinring. Ring des Bindens. Genau, den habe ich doch aber ausgerüstet. Also das hier ist der grüne und den soll ich gegen den ersten in der zweiten Reihe, also erhöht die Balance. Jetzt habe ich hier aus Versehen noch ein anderer weggemacht. Hier das. So.
Ah. Also was ich auf jeden Fall auch noch brauche, ist dieser Katzering, damit ich Fallschade halbieren kann oder verringern kann, wie auch immer. Ich habe die hier. Also da kann ich nur maximal einer anziehen. Erhöht die maximale Belastung. Zusätzliche Verringerung der gegnerischen Balance. Verbessert Angriff bei niedrigem TP. Stärkt Abwehr von Stoßangriffen. Stellt langsam TP wieder her. Explodiert an der Schadensgrenze. Und den hatten wir ja schon. Für bessere Rüstung der hier. Oh, jetzt können wir uns eigentlich... Ach komm. Hier, Libius Risiko. Das ist immer so ein Trade-off. Zu entscheiden. Gehe ich jetzt hin? Setze ich mich und dann kommen alle Gegner noch rum. Die Gegner, die sind ach so assi. Jetzt sehe ich nichts. Nein! Ich stehe mit der Kameraführung ach so kleines bisschen auf Kriegsfuß, muss ich gestehen. So. Jetzt lass mich doch mal mit deinem Kumpel verzählen. Dann kenne mir auch noch eine Schwätzehalle. Echt mal auf. So. Gut, wo ist der nächste? Da war doch irgendwie noch einer. Ah, da hinten ist wieder der Keiler. Hier ist nix, okay. Aha. Ich glaub's, fuck. Wer schießt denn du? Hä? Bin ich blind oder was? Ach, da oben ist er. Das ist ein bisschen weit wahrscheinlich, hä? Ja, Alter, aber... Irgendjemand trifft mich doch da aber noch immer. Ach, der du hält wahrscheinlich, hä? Ich glaube, ich kann aber... Ach, geh die... Ja, wohl, tschüss. Ist er runtergefallen. Wäre nur gestoppt dabei. Ich kann aber, glaube ich, auch die Gerüste schlagen und dann breche ich die Gerüste irgendwie zusammen und dann falle sie Aare runter, ne? Komm, noch einer, das wird doch jetzt zu machen Sinn. Der jetzt tot? Jawohl. So. Ach genau, da hinten war noch der Hammermeister. Den lassen wir mal am Leben, der stört uns jetzt gerade nicht. Dann hatte man... Nein, jetzt hat er die Keule am Start. Kannst du bitte mal wegspringen? Kannst du bitte mal wegspringen? Ich spiele ja auch mit Maus und Tastatur, weil ich irgendwie mit dem Gamepad nicht so warm wäre. So. Zuerst jetzt Mutte Keiler. Also ich muss, sagen wir, es ist nicht so einfach mit Maus und Tastatur zu spielen, weil das Spiel unglücklicherweise dann manche Angriffe schluckt. Da musste ich mir extra so ein komisches Tool runterladen, dass die Mausangriffe auf irgendeine andere Taste ummappt, damit das nicht mehr passiert. Aber dafür kann ich auch viel besser rennen und auf schmale Stege hin und her laufen. Aha, hält schon nicht so viel aus, mein Lieber. So, was haben wir hier dann? Alter. Irgendwann reicht es auch noch immer. Eigentlich müsste ich noch mal ein Schlabbertränkchen nehmen. So, nimm mal das jetzt. Und was halt schade ist, dass er quasi die
die Einblendungen und was für Taste man drücken muss oder so, die sind natürlich jetzt auch alle falsch. Weil der die quasi nur anzeigt für das Gamepad. Ach hopp, das ist doch Verarschung. Komme ich hier irgendwie rein? Ah, guck mal hier, nee. Kann ich? Wahrscheinlich, wenn ich hier oben bin, kann ich bestimmt da drin hupse. Und was halt, warte, wie bin ich denn jetzt dort hochkommen? Ah, hier vorne war das. Was halt komisch ist, also man drückt dann manchmal irgendwelche Tasten, wo hier steht A, und wenn ich dann an anderer Stelle auch die A-Taste drücke, wo das steht, dann passiert halt nichts. In den Brunnen kann ich nicht drin springen, oder? Aha. Noch Emo. Jawohl. So. Sehr, sehr schön. Jetzt komme ich bestimmt in der Hütte raus, oder? Das wird doch geil. Ajo. Einwandfrei. Monsterversuch Angriff. Glaube nicht. Oh doch, fuck. Nein! Aua! Das war aber jetzt fies. Der ist hier gar nicht richtig groß war. Der hat die direkt zugebissen. Ich habe irgendwie schon gedacht, naja, in dem Spiel gibt es gar keine Mimics. Weil die meiste Zeit sind das ja so Truhe, die irgendwie so Pfeile schießen. Und die kündigen sich schon mit Nebel an. Das heißt, da kann man wenigstens versuchen, noch kurz wegzuhupsen. Aber, ach komm, wahrscheinlich ist es halt am besten, wenn du jetzt hier doch wieder... Ich weiß nie, was ist besser. Rennt man durch, kämpft man. Ich habe aber meistens halt auch keine Lust, immer 20 Gegner, die gleichen 20 Gegner immer wieder zu bekämpfen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig, weil ich hier jetzt irgendwie die ganze Armee habe. Deswegen. Jo, genau, guten Appetit. Ich guck mal, wann ich an die Dame wieder komme und dann kann ich schon mit der vielleicht noch mal in Verhandlungen treten. Ah. So. Nein! Jetzt erleid, lassen mir doch jetzt mal meine Ruhe. Ach. Wo geht's? Kann man da eigentlich auch runterspringen? Ja, jetzt kann ich mich hundertprozentig nicht da dran hocken. Das ist ja natürlich wieder klar gewesen. Oha. So. Nein, jetzt hat er das Dach kaputt gemacht. Er soll rin springen. Ja. Kann ich mich jetzt so anhocken? Natürlich nicht. Wie ist denn der jetzt so schnell daherkommen eigentlich? Der war eben noch ganz weit weg. Ach, guck mal, hier geht's runter. Aha, Alter, guck mal, was da unten für eine riesige Welt ist noch. Aha. Der Trottel hat er vorbeigestochen, ne? Ich ihm gerade recht. Jawohl. So kommen die. Ach, jetzt ist der ja auch wieder da. Genau, da habe ich jetzt wieder nicht dran gedacht. So, die kommen jetzt bestimmt nicht nur gesprungen, oder? Da sind sie bestimmt zu dumm dafür. Hoffentlich. So, jetzt nehmen wir jetzt erst ein Schlabberdrängsche, ganz klar. Dann holen wir uns zuallererst unsere Seele zurück. Gib mir doch jetzt bitte die Option, die Seele aufzunehmen. Wie kann man nur so penetrant nicht das machen, was man will, ne? Nein! Ach, jetzt fällt er doch runter.
Komm, geh auf. Geh hoch. So. Ist jetzt halt wieder die Frage. Da müsste man jetzt eigentlich zuerst den Bogen nehmen und der Offe den quasi versuche wegzuschießen. Bleibt er wieder in der Wand stecken, pass auf. Sehr schön. Kommt der jetzt noch mal näher? Ach, schade, ne? Ja, gut. Puh, dann... Ach, das hat er schon wieder... Wie hat er mich jetzt eigentlich getroffen? Das ist doch wieder Beschiss gewesen jetzt. Der hat quasi in eine ganz andere Richtung gebissen, als ich gestanden habe. Das ist doch Beschiss, ist das doch. Kann ich mich wieder aufregen. Gut, Vorteil ist, hier oben ist jetzt erstmal wieder Ruhe. Jetzt kann ich hier noch mal ein bisschen gucken, wo ich hin muss und wie. So. Jetzt rennen wir hier einmal durch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Dingenskirche ich gehabt habe, wie viel Seele, die jetzt wieder weg sind. Ach jo. So, dann hupsen wir mal. Zack. Sehr gut. Stopp, Gegenstand. Glatterseitiger Stein, den können wir nachher natürlich auch nochmal ausgeben. So, das Gute ist, was ich eben festgestellt habe, ich kann jetzt quasi 5 Mal draufstechen, da müsste eigentlich tot sein. So sieht es nämlich aus. So, jetzt kann ich auch die komische Seele da aufnehmen. Weisheitsstab. Weisheitsstab, naja. Ja. So, warte, ich kann doch hier, glaube ich, kann ich das nicht auch raus? War hier nicht der Stein, wo ich drüber gehen konnte? Genau, hier. Grundsätzlich treffe die mich jetzt hier von hier erstmal nicht. Das heißt, jetzt kann ich zuerst mal hier den fortschaffen. Wie trifft der mich dann jetzt von dort unten? Das Spiel, das ist doch auch manchmal ein bisschen leid verarscht. Naja, gut, der steckt jetzt ausnahmsweise mal wirklich im Stehen, ne? Tschüss. Ajo. Warum zieht denn das eigentlich nur so wenig ab? Ach, fuck. Ach, jetzt weiß ich, was mich getroffen hat. Das war da hinten der Anerheld mit seinem Bogen, ne? Da war ja noch irgendwo einer. Wenn er runterfliehen wird, weiß ich gar nicht, ob das so schlecht wäre. Nein! Das treffe ich nicht, natürlich nicht, ne? Aber der hat eigentlich das gleiche Problem wie ich. Aber ich hab's cleverer gelöst wie der. Aber dass ich jetzt mit denen Pfeile, dass ich denen nur 13 abziehe, das ist hier quasi nix, ne? Also es ist hier wirklich nix. Keine Ahnung, wie ich den jetzt quasi mit dem ersten Schlag umgebrungen habe. Aber das ist schon mal geil, dass die fett sind. Alter, lassen mir doch nur mal Ruhe. Es wird doch am reichen, wenn du einer käme, der angreift und nicht 5 immer oder 6. Jetzt ist der ganze Trank, den ich genommen habe, ist jetzt weg. Mit einem Schlag. So, jetzt aber. Wow.
Jawohl. Nein! Jetzt hör doch mal auf. Dass man doch nicht nur friedlich miteinander erleben kann. Nein, nicht getroffen. Alter, die ziehen aber auch ab ohne Ende, die Keiler, du, ne? Gut, aber, also mir ist das jetzt glücklicherweise noch nicht passiert, aber wenn man jetzt da mal mit dem Auto fährt und aus Versehen in eine Wildschweinrin fährt, und so richtig dicker Keiler, muss man jetzt hier sagen, da ist halt das Auto auch richtig im Arsch. Also ist schon irgendwie klar. Ah jo. Ist schon irgendwie klar, dass das dann ein Haufe abzieht, ne? Wenn die dich so treffen. Das muss man jetzt natürlich sagen. Sehr gut. Alter, jetzt ist so der do vorbei, ne? Wer schießt dann do jetzt noch? Jetzt komm, jetzt probieren wir das do noch mal. Aber das bleibt dir bestimmt wieder do overhänge, das Item, oder? Ah ne, guck, jetzt kommt's. Ja, Blutungspfeil. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt die Krönung war. Du schießt doch noch jemand. Wo kommt denn das jetzt wieder her? Habe ich mich vielleicht getäuscht. Ja gut, aber hier unten war jetzt, würde ich sagen, so nichts mehr. Das heißt, jetzt können wir hier rechts lang laufen. Und bevor wir das machen, hocken wir uns hier noch mal ans Leuchtfeuer. Alter, ihr Leid, hä? Dicke Keiler am Start. Dann die dabische Bogenschütze da oben und die erste Mimik, die wir gefunden haben. Ich schon eigentlich schon gar nicht mehr dran geglaubt, dass es überhaupt in dem Einser, ne, in dem Zweier ist es jo, dass es überhaupt in dem Zweier noch Mimics gibt. Aber wir haben einen gefunden, ja. Hat uns natürlich auch prompt aufgefressen, die Drecksau. Aber ist egal, wer zuletzt lacht, lacht am besten. In dem Fall ich, nämlich ich habe sie platt gemacht, ich habe mir die Seele geschnappt und den Inhalt von der Kiste auch noch. Das Einzige, was jetzt noch nicht so richtig gut ist, wir wissen noch nicht, wie es mit dem Händler weitergeht, aber vielleicht finden wir das hier beim nächsten Mal noch raus, ne? Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.